Hey, gut, dass Sie schon aufhaben. Ich habe eine Triangel. Und ich spiele Trompeten. Guten Morgen, sagt man. Ja, Entschuldigung. Guten Morgen, ja. Stellen Sie sich vor, ich gehe aus dem Haus und reiß mir an der Klinken ein Loch in die Juppen. Ne? Und die Chlor, die mir's nähen kann, die ist gerade auf dem Amt und meldet so. Aha. Ja, bitteschön, seien Sie so gut, mir pressiert, ich muss zum Bahnhof. So, wo fahren wir hin? Nach Stuttgart. Hey, ins Ausland. Geschäftlich. Ich kaufe mir da was. So, was haben denn die Schwamm, dass man da extra zum Einkaufen hinfährt? Nichts Besonderes, ein paar bankrotte Fabriken. Mit ja, das ist natürlich ein Grund, gell? Ja, macht Spaß. Das denke ich mir. Wissen Sie, ich kaufe die Fahrer nicht viel, hä? Also, pardon. Ja, dann quetsche ich es aus mit Zitronen. Und dann? Hab schon recht. Andere kaufen sich einen Mercedes in Stuttgart, gell? Ja. Warum soll man sich nicht ab und zu was Gutes leisten? Nächste gleich auch noch unsere Näherei kaufen. Meinen Sie das ernst? Hä? Sie bin von einer Heuschrecke, nicht mehr alles, was mir unterkommt. Das ist ein Wort! Ja, dann lachen Sie. Ja, selten so glatt. Ja, dass das so schnell gegangen ist, hä? Was kriegst du denn da dafür? Ach, geh für das bissl. Kommen Sie einfach bald wieder. Das mache ich ganz bestimmt. Für Gott? Dir zu, Biffy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, gewonnen. Haha, los. Rohrnudeln holen. Na, nix Süßes. Haben wir keine Wurst? Dampfwürst für den Sonntag. Aber ich bin krank, Ja. ich hab Influenza. Ja. Spielschulden sind Ehrenschulden. Hopp. Du und der Influenza. So hast glaube ich schon bald alles, was da in den Büchern drin Gut, steht. da steht wenigstens an was ich leide. Weißt du, was ich dir sag? Du willst ganz einfach krank sein. Am Mannsbild, wenn's jetzt hätte, der Jammerei schon austrieben. Danke. Da bin ich geheilt. Absolut geheilt. Du bist geheilt? Ja, das ist ja ein Wunder. Ein Wunder. Meine Schwester Cäcilie ist geheilt. Weißt du was? Machen wir doch da einen Wallfahrtsort draus. Dann kann der Tag auf von Poldi mit dem Klingelbeutel rumgehen und dann haben wir wenigstens einmal ein Geld in der Kasse. Ja, lach nur. Dabei hängt mein Leben an einem seidenen Faden. Ja, das trifft sie ganz gut. Na, sitzt du mit deinem seidenen Faden an der Nähmaschine und arbeitest was. Wir haben nämlich noch mehr Münder zum Stopfen, als wir bloß den von deinem Poldi. Lass mein Burm aus dem Spiel. Spiel? Du, wir schuften und am Ende da ist nix in der Kasse. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht war's ja dein Poldi. Ja. Sag einmal, verdächtigst du vielleicht meinen Burm, dass er Geld aus der Kasse nimmt? Hat schon manch einer gemeint, dass er mit Geld mehr hermacht. Und wo ihn halt schon gleich gar keine nimmt, gell? Dein gespinnerten Stecknadeljongleur, wo ja keine. Mein Bub entwirft immerhin Mode, ja, du Spinatwachtel. Und was tut dein stinkfaule Hängel? Du alte Jungfer. Jungfer? Ja, ist es vielleicht für dich ein Renommee, dass du der Mo bei Nacht und Nebel davor ist? Ich hab immerhin einen Mo gehabt. Wohingegen die Herkunft deines Sohnes vollends im Nebel liegt. Und das bleibt ein Nebel! Mein Herz! Mein Herz! Ich glaube, ich stirb. Das Herz ist links. Das hättest du wohl gern, dass ich abkratzt, damit's die Firma allein hast. Dein Gier wird dich selber noch mal unter die Erden bringen. Weißt du was, bevor ich mit dir in einem Grab lieg, da stirb ich ja lieber gleich gar nicht. Ich sag da eins, wenn's ihr zwei nicht wart, dann standen der Max und ich mit dem Chef besser da. Wenn's ihr nicht unser Geld zum Fenster rausschmeißt, dann müssen wir keine Schulden machen. Und dann war nicht ständig der Gerichtsvollzieher im Haus. Und ihr zwei nicht was? Dann kannst du endlich die Hütten verkaufen oder was weiß ich. Und zünden, das ist am liebsten. Du kannst mir ja deinen Anteil abtreten. Dann sparst du wenigstens das Zuchthaus wegen Brandstiftung.
Wenn schon, dann trittst du dein Heften ab. Ich bin am Papa sein Lieblingskind gewesen und wenn er ein Testament macht... Ja, da hätte er dich ganz allein bedacht. Ich weiß schon, mein Gott, was man sich alles zusammenspintisieren kann. Mir hat er's versprochen. Aber weißt du was? Jetzt streitet man nimmer. Was sagst? Spulen wir's aus. Ausspulen? Ja, der verliert, der zahlt die ganzen Schulden und der gewinnt, darf den anderen rausschmeißen. Und zwar für immer. Weißt du, was ist? Für die Aussicht, dass ich dir und deinen Max rausschmeißen kann, ist mir das mehr als wert. Aber nicht so. Ah, hast Angst, dass ich wieder gewinne, gell? Ja, na, dann machen wir's halt, wetten wir. Aber gescheit. Mit Handschlag. Mit Handschlag. Und was wetten wir? Wir wetten, dass... Weißt du was, sollen doch unsere Burm mal was für ihre lieben Mütter da. Wer als erstes von die Burm heiratet, der kriegt einmal alles. Da sage ich da bloß noch Halali. Jetzt ist er auf die Jagd. Das kann man so sagen. Und ich sag Hallihallo. Ausgemacht. Ausgemacht. Was eigentlich? Lass dir das von deiner Mama erzählen. Sag, Mama. Psst, ich muss nachdenken. Da macht ihr mir nützlich. Max, heute ist ein wichtiger Tag. Ich weiß schon, Schneckel-Dingstag oder Ach so. wie heißt der gleich wieder? Ja, der Schneckelmeier, auf den habe ich gleich ganz vergessen. Na, was wetten wir? Dass heute noch ein wichtiger Tag ist, aber wegen was anderem. Mit dir wette ich nicht, da verliere ich bloß. Wie lange schon, dass der Schneeberger da wichtig ist? Das ist der einzige von unseren Kunden, der noch zahlt. Ja. Wenn der heute nicht die Kollektion bestellt, dann sind wir endgültig bankrott. Wer weiß, wenn du mal hinter unsere Rechnungen her warst, dann kann man uns vielleicht eine gescheite Hochzeit leisten. Wer heiratet den? Du? Ach so. Was, ich? Da weiß ich überhaupt nichts davon. Das sind die besten Ehen, wo man nichts voneinander weiß. Ja, ganz gut. Und an wen denkt die Frau Mutter da? Hast vielleicht eine Braut auch schon rausgesucht, ha? Naja, ein bisschen was kannst du schon auch machen, wenn ich schon wett. Was, du hast gewett? Mit wem? Um was? Ich habe nur unsere Hausrechte in klare Bahnen gelenkt. Aha. Und was heißt das im Klartext? Das heißt im Klartext, dass du heiratst. Ja, oder willst du das mir ausziehen? Das ist doch ganz einfach. Meine liebe Schwester und ich. Und du weißt, wie sehr wir uns lieben, ja? Wir haben ausgemacht... Möchtest du mir damit sagen, du hast mit der Tante Cecil gewett? Oh. Au, nicht so fest. Mei, du wirst die anstehen. Ja, fester. Ja, heute spinnst du. Au. Ja, fest oder wach, ihr Weiber wisst auch nicht, was du wollt. Ich weiß ganz genau, was ich will. Ich will, dass du heiratst. Und zwar schnell, sehr schnell. Heiraten? Ja, aber, wen denn? Ja, das ist doch wurscht. Hauptsache, es geht schnell. Mei, das Gesicht, wenn ich mir vorstehe, liebe Burgel, wäre ich sagen, heute möchte ich dir mitteilen, dass mein geliebter Sohn und Luitpold als erster in den heiligen Hafen der Ehe einschifft. Hafen? Ich verstehe bloß Bahnhof. Heute, dummer Bub, ist der Tag gekommen, an dem wir zum vernichtenden Schlagjäger die anderen zwei ausholen. Der, Keine Widerrede! Und jetzt wasch dir deine Ohrwascheln und kampfere die Arme gescheit. Oder möchtest du ja so deiner Zukünftigen unter die Augen treten? yes! Und dein Poppen! Nein! Aber was heißt denn da nein? Du hast doch gar keine andere Wahl, sonst wäre mir die Cecil nie los. Ja, soll ich mir Frau schneidern? Außerdem brauch ich da ein Lieb zum Heiraten. Oh, jetzt sei halt nicht so kompliziert. Schau, das ist ja... Das ist alles nur eine Frage der Auslegung. Ich leg keine aus und schon gleich gar nicht rein. Bloß wegen am Geld und so einer saudummen Wett. Da kannst du dir auf den Kopf stellen. Aus, Empfi, Amen. Ich kann aber da nicht mehr zurück, Herrschaftszeiten. Das ist per Handschlag besiegelt. Vor Zeugen. Das ist Wett. Das stimmt. Spielschulden sind Ehrenschulden. Ich bin recht zünftig da heute. Ja, guten Morgen. Moin. Da, das hat mir der Postbote draußen gegeben. Mein lieber Sohn, du und dein Kaffee. Möchtest du uns ruinieren? Der einzige Balsam für meine gebeutelte Künstlerseele. Jetzt sowieso. Und der Balsam für mein Geldbeutel. Ja, wenn du nur für irgendwas die Hand aufhalten kannst, Alisi. Nein, schließlich will man sich ja was zusammensparen.
Außerdem ist das ein echter Robuster. Den kriegst du nur unter Lebensgefahr. Apropos, ist die Neue noch nicht da? Sag mal, habt ihr euch zusammen da? Ja, die uns von der Arbeitsvermittlung schicken wollten zur Probe. Mein Lieber, ich werd gleich ihren ersten Anschiss kassieren. Mei, vielleicht hat's nicht gleich hergefunden. Ja, ich bin ja auch da. Ja, weil du schon seit 30 Jahren herkommst. Max? Nein. Entschuldigen Sie die frühe Störung. Ich weiß ja nicht, was bei einer früh ist. Außerdem sagt man bei uns Guten Morgen, wenn man bei der Tür reingeht. Wir warten nämlich schon eine ganz schöne Zeit lang. Ja, ich auch. So, da ist die Maschine. Bitte sehr, holen wir den Stoff her. Und dann schauen wir mal, ob wir die für was brauchen können, gell? Ja, nicht lang Maul auf den Pfeil halten, sondern arbeiten. Ja, aber Der soll mir da extra Einladung schreiben. Und sowas kriegt man heutzutage von der Arbeitsvermittlung geschickt. Ne? Ja, hopp, 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 hopp. Meinst du, du mir zahlt die fürs Dummschauen? Grüß Gott, beieinander. Ich hab mich zwar um 5 Uhr schon weggelassen, gell, weil man weiß ja nie, ob die Trambahn dann fährt und vom Viktualienmarkt daher in Hochstrasse. Man fährt ja noch mal ein ganz schönes Stück wieder. Und wo man heutzutage als Näherin ja überhaupt keine Arbeit mehr kriegt, weil sie alle im Ausland lehnen lassen, weil es billiger ist. Gerade erst wieder eine ins Ausland gegangen zu die Schwaben. Aber kurze Rede, langer Sinn, jetzt bin ich da. Wo ist meine Maschine? Wer sind denn Sie, bitteschön? Ich bin die Teres, mir hat Arbeitsvermittlung geschickt. Christian, wer bist du? Und wer sind nachher Sie? ich bin, also, wir sind doch gegenüber einsam und da wollte ich mich halt also einmal in der Nachbarschaft bekannt machen. Und ich hab gemeint, Sie sind die neue Näherin, die so schick, also das tut mir jetzt wirklich leid. Tu einmal das Zeigel da weg, oh Gott. Und ich lasse ihn auch noch arbeiten. Jetzt aber Kinder. Max, schau mal, das ist unsere neue Nachbarin, das Fräulein Toni. Eigentlich Marie-Antoinette. Ja. Ja, und Sie sind der Herr Stachler, steht doch draußen an der Tür. Ja, ich heiß Freisinger. Freisinger, Ja. Max. Toni. Ja, und ich bin die Mutter. Darf ich Ihnen was anbieten? Ein Bier vielleicht oder so? Gerne anders mal, ich wollt bloß einmal kurz Anders mal. vorbeischauen. Das tut mir jetzt wirklich leid, diese Verwechslung, gell? Schauen Sie halt anders mal wieder vorbei, gell, Freund Toni, da. Nehmen Sie eine Sache mit und kommen Sie bald einmal wieder vorbei. Und nochmal Entschuldigung, gell? Ja, Wiedersehen. Wiederschauen, Freund Toni. Wiederschauen. Jetzt hätt's mir auch sagen können, dass wir neue Nachbarn haben. Woher soll ich das wissen? Also ich hätte schon gewusst, aber mei, wenn keiner was zahlt, dann fällt das halt für mich. Ja, was soll ich jetzt nachher da? Du zeigst jetzt erst einmal, was kannst. Max, ich muss mit dir reden. Alice, riechst du bitte die Kollektion für einen Schneckelmeier her? Ist recht richtig, Herr. Du, der hat verwirrt gemeint. Ja, aber du hast nichts gesagt, dann hab halt ich was gesagt. Ja, aber vielleicht hätte ich was sagen müssen. Ja, dann war's vielleicht nicht schnell genug. Dritte und letzte Mahnung. Das ist doch nichts Neues. Ja, und wird das was Nices? Schau mal auf den Datum. 14 Tage, in 14 Tagen. Da wird die Bank die ganzen Kredite zurück, samt Zins und Zinseszinsen. Und wenn wir nicht zahlen können, dann machen sie unseren Laden zu. Dann sind wir unsere Existenz los und das Geschäft auch. Ich sag's doch, heiraten. Schau, mit der Mitgift können wir alle Schulden zahlen und die Zehntel sind wir auch noch los. Du, wenn der Schnecke da, wenn der jetzt dann meine neuen Entwürfe sieht, du, dann bestellt dir das Doppelte, wirst sehen. Das Doppelte. Ja? Ich hab deine neuen Entwürfe. Ja? Der Schneckelmeier. Ja, und mit dem Geld, mit dem retten wir dann unseren Betrieb. Ganz ohne heiraten. Wir was? Wir wetten? Ums Heiraten? Du gibst nicht auf, gell? Apropos, wie gefällt dir denn die neue Nachbarin? Mei, Ja, wie Mai. mei halt. Ja, wie Mai halt. Gut Mai halt oder schlecht Mai halt. Mei. Mama, du wärst ja nicht gelernt, dass ich und die, dass wir... Ja, schaut, die müssen gerade über die Gassen rüber zu uns herziehen. Geh, komm, die ist ja doch Bruin und... Ja, die Brühen werden ja nicht alle aufhaben. Und dann tat uns das alles ganz allein gehören. Das war doch eine echte Zuversicht, meinst du nicht auch? Was meint er nicht? Gar nichts, meint er nicht. Jedenfalls nichts, was die was angegangen. Liebe Schwester. Mit dir hab ich gar nichts geredet. Ja, Milex, der Moscha, habt ihr's ihr da schienen. Ja, eine Kundschaft mit Verlaub. Wer ist denn das? Ich bin die Teres, die neue Näherin, und wer bist du? Der Schneckelmeier wart. Warum sagst du denn das nicht gleich? Ich komm schon. So, jetzt werden wir sehen, wer gewinnt, gell? Ich komm auch gleich. Wieso erzählt man mir nicht, wenn so ein Weibsnei gestellt wird? Reine Sicherheitsmaßnahme, sonst pappt dein Bub wieder drauf wie die Motten an der Laterne. Also,
Mein Bub macht sich doch mit dem gemeinen Volk nicht gemein. Wieso nicht? Halt dein Pappen! Und jetzt sitzt bei meine Hausschuhe an. Und dann gehst du rüber und sperrst deine frisch gewaschenen Ohrwaschel auf. Ich muss wissen, was die vorhaben. Werden sehen, das ist der letzte Schrei. So. Das? Ja. Dann ist es heute mein letzter Schrei. Das ist ja mindestens einen halben Meter zu kurz. Und da, um den Bauch, das ist ja durchsichtig. Ja. Was meinen denn Sie hier, Alois? Sie sind ja doch schon seit Jahrzehnten da. Ich hab's gerade erst zusammengenäht. Ich hab's gerade erst zusammengenäht, mit Verlaub. Aber schauen Sie, das ist halt nicht mehr so, dass der Beinabschluss über dem Knächel sitzt. Kniefrei ist die Wiese. Wiese oder nicht, wir sind ein Traditionshaus. Und solch eine Freizügigkeiten verkaufe ich nicht. Ja, was glauben denn Sie? Das haben ja meine Kundinnen um die Ohren. Und zu Recht, weil das ist unmoralisch ist. Okay, was ist denn da unmoralisch? Also ich bad allerweil ganz nackert. Das ist doch ganz was Natürliches. Aua, was ist denn badst du nie nackert? Glauben Sie es mir, Sie nehmen sich was vom Geschäft. Die Frauenwelt, die mag's halt nicht mehr so hochgeschlossen. Schauen Sie, in der Zeitschrift Die gepflegte Frau... Jetzt lassen Sie mich mal, Entschuldigung. Also, ich spring immer ganz nackert in Drum, weil das ist doch ein Schmarrn, wenn's ja so heiß ist. Da dampft's einem ja nicht nur unter die Achseln. Ich zieh mich da nackert aus und dann... Um Himmels Willen, jetzt nimmt sie doch nicht immer so scheußliche Wörter in den Mund. Was meint denn Dampf? Ja, dir Dampf jetzt. Ja, der Herr Schneckelmeier. Grüß Ihnen Gott, Herr Schneckelmeier. Wie geht's uns denn, Herr Schneckelmeier? Herr Schneckelmeier. Ach, die Frau Stachler. Freisinger. Stachler ist ja gerade mein Mädchenname. Ja, seit 35 Jahren ist Stachler nur mehr mein Mädchenname. Apropos, wie geht's denn der Frau Mama? Bestens. Seit 3 Wochen ist in so einer neuen Religion. Zeugin Jawoher oder so. Ich weiß auch nicht. Zurzeit haben's Weltuntergang, Sie und Ihre Betschwestern. Ah, da schon ja, sehr schön, ja. Was? Weltuntergang? Bei uns? Da herin? Ja, freilich bei uns. Ja, dann grüßen Sie doch Ihre Frau Mama recht herzlich von mir. Nun aber zu Ihnen, Herr Schneckelmeier. Wollen wir wieder bestellen, die Jahreskollektion, Herr Schneckelmeier, wie immer, Herr Schneckelmeier? Das ist noch nicht heraus. Sehr wohl. Herr Schneckelmeier, bitteschön, wenn Sie doch Platz nehmen. Ist doch wesentlich bequemer, gell? Was um Himmels Willen ist denn da passiert? Ja, nix. Ich hab ja bloß den neuen Badeanzug gezeigt. Schaut, der ist doch schön. Das da ist, was der Himmel nicht das, was man von einem Badeanzug erwartet. Ein Badeanzug muss... Und nicht anders. Und das eine sage ich Ihnen, Frau Stachler. Entweder Sie machen die bestellten 100 Stück so wie immer, oder wir lassen es mit der ganzen Jahreskollektion. Ja, aber Herr Schneckelmeier, das meinen Sie doch gewiss nicht im Ernst, gell? Bitterer Ernst ist das. Ja, wir haben bloß gesagt, er kann nicht 20 Jahre lang den gleichen Schnitt verkaufen. Ach, und deswegen wollen Sie mir so eine Sauerei wie eine Badanzug da anbieten. Also, das ist überhaupt... Wie geht ins Geschäft, Herr Schneckelmeier? Schlecht. Aber bitte, ein Traditionshaus wie das Ihre, Herr Schneckelmeier. Ja, das ist doch weiters auch gar nicht verwunderlich. Auch. Wie meinen Sie denn das? Tradition, ich sag Ihnen was, kein Mensch mag heutzutage mehr Tradition. Ich meine natürlich, Tradition ist was Wunderbares, ja. Aber in unseren modernen Zeiten, Erneuerung ist das Stichwort, Revolution. Sie sind nicht nur unmoralisch, Sie sind auch noch Komponist. Nein, wir sind natürlich königstreu, sagen wir mir. Sag mal, bist du übergeschnappt? Also, ich gebe Ihnen jetzt noch 5 Tage. Wenn bis dahin die bestellten Badekleider nicht genau so fertig sind, wie besprochen, dann können Sie eine Kollektion an jemand anders verkaufen, aber nicht an mich. Habe die Ehre. Ja, habe die Ehre, Herr Schneckelmeier, darf ich Ihnen wirklich sagen. Bitte schön und liebe Grüße an die Frau Mama. Habe die Ehre und werden Sie uns recht bald wieder, Herr Schneckelmeier. Kommen Sie gut heim, Herr Schneckelmeier. Die der Schlonkener. Sag mal, musst du deine Sauereien am Schneckelmeier unterjubeln? Das war nicht ausgemacht. Es kann doch hin nicht an, dass der Schnickel-Schnackel da gleich alles schmeißen will. Und mit dem Komponismus hast du das auch. Ja, und wenn schon? Was ist denn schon dabei? Ha? Schau her, meine Sachen, die sind doch auch wie eine Symphonie. Ist doch nichts dabei, wenn einer seine eigene künstlerische Ader hat. So, ich sag euch jetzt was. Die Badeanzüge werden sofort fertig gemacht und zwar genauso, wie es der Schneckelmeier haben will. Genauso. Ja. Das wisst
machst denn du jetzt da? Mama hat gesagt, ich soll euch helfen. Du gehst uns gerade noch ab. Ruf ja nicht so. Ja, ist schon recht. Mama, Ja. wir können die Badeanzüge nicht fertig machen. Ich hab den ganzen Stoff für die neuen Modelle zugeschnitten. Dann lass da was einfallen, verstehst? Wir brauchen den Auftrag, Herrschaftszeiten. Wir stehen kurz vorm Konkurrenzkampf stehen wir und du hast das nicht gehört, hast gehört, heut du dein Mai. Schweige wie ein Grab. Ja, da lass ich mir das nächste Mal auch was zahlen, wenn ich nichts sag. Da verdienst du nie was. Und wehe, ihr werdet mit der Arbeit nicht fertig. Holst den braunen Stoff aus dem Lager. Ja. Ja, aber das ist ja ein Winterstoff. Das ist der einzige, wo noch größere Menge da ist. Also die friert halt dann nicht beim Baden. Bist du einfach mal so steif? Geldverdiener. Muss das jetzt sein, dass du da mitten im Weg umgehst? Hilf wenigstens mit, wenn's schon pressiert. Ich mach mir doch die Hände nicht dreckert. Ah, mach doch! Mach doch, was du willst. Mach ich doch sowieso. Und übrigens, wenn ihr jetzt dann heiratet, dann schmeißen wir euch hinaus, hat Mama gesagt. Ah. Ja, und die schmeiße ich höchstpersönlich hinaus, und zwar mit Glacé-Handschuhen. Bis später. Und der hat schon fleißig arbeiten, gell? Ich gehe jetzt ein bisschen spazieren. Ich bin's nun mal. Meine Mama ist gerade nicht da. Hätten sie was Bestimmtes braucht. Ja, na, also, ich wollte, Nähnadeln wollte ich, weil meine Nähmaschine ist sie waren und da habe ich mir gedacht, Ja. fragst deine neuen Nachbarn. Der Alice gibt dir gleich welche. Müssen Sie einen Moment warten. Ach so, ja, passt einer vielleicht gerade gar nicht. Von der Zeit her, Mann. Doch. Mein Lieber, der Stoff, wenn sie viel Wasser saugt, nachher gehst du unter wie ein Sturm. Da schwimme ich ja wirklich lieber nackert. Chef, das sind jetzt so 100 Ellen. Nie und nimmer gelangt das. Nie und nimmer gelangt das. Da soll man 100 Badeanzüge nehmen und dann gelangt uns der Stoff nicht. Ach so, ja, da kann man ja vielleicht helfen und unter Nachbarn sozusagen. Da kann uns keiner helfen. Alice, das Fräulein ist um Nähnadeln gekommen. Kannst du dir bitte schon welche geben? Ja, freilich. Aber ich kann einer vielleicht wirklich helfen. Wir haben ein paar so Stoffreste da, auch sowas in der Art. Eine leichtere Ware halt, aber Wissen Sie, Fräulein, mit ein paar Restal kommen wir nicht rum. Wir machen schließlich nicht bloß Badehaum. naja, vielleicht sind sie aber größere Reste. Wirklich, das ist sehr freundlich, Fräulein Rosenträger, Marie Antoinette. Roh, genau. Den Namen, der merkt sich der nie. Nein, wirklich, Dankeschön. Aber wir kommen schon zurecht. Ich sag meiner Mama, dass sie da war. Alice, da sind die Nadeln. Bittchen, für deiner. Danke für die Nadeln. Wiederschauen. 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 Das verstehe ich jetzt aber nicht. Da möchte sie ihm helfen und dann nimmt er es nicht an. Mei, der Chef hat nicht auch seinen Stolz. Ja, bei dem Mann, wenn es um einen Stolz geht, dann wird's gefährlich. Aber das eine sage ich dir, ich gehe jetzt trotzdem zu dir. Nein, Moment mal, wie dann geh ich zu dir? Na sowas, der Max ist ganz allein in seinem schnuckeligen Laden. Die Frau Bierbauch, lang nicht mehr gesehen. Wie geht's denn so? Bierbach, Max, Bierbach. Und ganz prächtig geht's mir, lieber Max, ganz prächtig. Max, ich habe eine wunderbare Idee für ein Ballkleid. Und ich bin sicher, Sie werden sie ebenso wunderbar finden. Ja, mit Sicherheit, Frau Bierach. Betty. Okay. Also passen Sie auf, Max. Ich habe mir gedacht, wenn wir da so 5 Zentimeter überm Saum einen kleinen Schlitz... Einen Schlitz, Moment. Schauen Sie doch einmal, Max. Mein Knöchel. An der Wittelsbacher Brücken bin ich umgeschnackelt.
So weh tut er mir. Oh, mei, das tut gut, wenn Sie ihn so halten. Oh, Sie sind ja so begabt, Max. Man gibt sich Mühe, gell? Das Geschäft soll ja florieren. Oh, Max, das tut es ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Und in der Blüte ist sicherlich nicht nur Ihr Geschäft. Oh, Max, ich weiß, was einen Mann anzieht, Max. Max, Liebster. Da wäre übrigens noch eine unbedeutende Angelegenheit. Ja. Sie müssten mir vielleicht aus einer kleinen Verlegenheit helfen. 11? Oder sagen wir gleich 1200. Dann könnte ich endlich auch den Hutmacher bezahlen. Braucht ja mein Göttergatte nicht zu erfahren. Frau Betty Bier. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie sich da nicht vielleicht in einem falschen Irrtum irren. Kolossal! Ja gut, dann nennen Sie es einen kolossalen Irrtum. Oh, Max. Ziehen Sie mich aus. Was? Oh Gott, ich kann es nicht mehr. Bitte, Bier. Mein Gott, Max, Sie sind ja so begabt. Das ist wollen Sie nicht dahinter, da war der Vorhang. Max. Ja. Sie lieben die Frauen. Die Welt braucht sie. Ich hänge an Ihnen. Ich schätze Ihnen auch sehr. Ich komme nicht mehr los von Ihnen. Sie, das hat mir vorhin noch gar nicht gesagt. Jetzt rennt's doch kein Schmarrn. Mein Armband hat sich bei Ihnen verhackelt. Oh, ui. Ui. Oh. Ihr habt einen ganzen Keller voller durch. Ja, das waren bloß wirklich ein paar Reste aus der letzten Übernahme. Ui. Oh, ui. Ja, das gibt's ja nicht. Frau Finanzamtsrat Bierbach. Also, Mama, das ist nicht so, wie du glaubst. nackert mitten in meinem Lohn, ja, schauen wir sie einer gar nicht. Also, Frau Freisinger, ja, Sie wissen ganz genau, dass ich eine ehrenhafte Person bin. Ich weiß gar nichts. Ich weiß bloß, dass sie nackert an meinem Burm dran hängen. Ja, weil ich nicht anders kann. Ja, die Lier. Ja, da. Ui. Kann das sein, dass dir das gar nicht gelegen kommt? Heute du da raus. Jetzt ratschen Sie nicht umeinander, Herrschaftszeiten, sondern helfen's mir. Hättest du es gern anders eingefädelt? Da ist überhaupt nichts eingefädelt. Ja, eben doch. Kann mir mal einer ausfadeln. Moment, ich helfe einer mal. Na, endlich. Ist ja höchste Zeit geworden. Also eigentlich, ja, wollte ich dann da nur ein Kleidungsstück probieren. Aber Sie wollen ja offensichtlich gar kein Geschäft machen. Sie haben ja vom vorletzten Jahr die Rechnungen nicht einmal gezahlt. Vor 2 Jahren hab ich pünktlich gezahlt. Und? Der Papa. Jetzt hast du den Badeanzug mitgenommen. Ja, Gott sei Dank, dass das drum weiter ist. Auch was. Das hättest mir doch ruhig sagen können, dass du was mit der hast. Aber Mama, das geht die Fall nicht so. Ich wollte mich bloß verabschieden. Wiederschauen. Mein Gott, na glaubst du das? Deine arme Braut. Muss das sein, dass du die kurz vor eurer Hochzeit noch in einen Skandal verwickelst? Eure Hochzeit? Ja. Mit wem denn bitte? Doch nicht mit der gnädigen Ehefrau vom Finanzamtsrat. Es geht dir zwar überhaupt nichts an, aber wenn du es genau wissen willst, mit der Tochter von unserem neuen Nachbarn. Ja, der Max entwirft sogar schon ein Brautkleid für seine Angebetete. Das Nachbarstöchter Ja. ist die Braut. Das ist ja das reinste Kanickel aus dem Zylinder. Ja, hast du vielleicht schon eine ernsthafte Anwärterin für dein Burm? Mama, jetzt hör halt einmal Spinner auf. Ich hab nichts mit der. Ich hab noch nicht einmal mehr wie 2 Worte mit der Romansbergerin da geredet. Hab ich dir nicht gesagt, dass er sich den Namen nicht merkt? So, die haben noch gar nicht einmal miteinander geredet. Das wird ja immer schöner. Und da möchtest du wetten, da kann er genauso gut ich sagen, mein Bub heiratet die Nachbarin. Na ja, genau, das ist. Ja, freilich, das ist. Mein Leutpold heiratet die Nachbarin. Wie ist denn das überhaupt?
bisschen Nägel an den Keller gefunden. Ach so, Zufall, Frau Nachbarin. Ha? Da liegt's hin. Magst du so lieb sein und das drum da drüben mit auf den Stapel in Gütchen? Danke schön. Die gibt auch nicht auf, ha? Ach, Fräulein Nachbarin, wie reizend. Ich hab grad die Kasse, ja. Man muss ja schon immer kontrollieren. Es wird ja so viel gestohlen heutzutage. Aber das kennen Sie ja sicherlich aus der eigenen Firma, gell? Ja. Naja, man muss sein Zeug schon beieinander halten. Es ist ja heutzutage so schwierig, seinen Stand zu bewahren. Sehen Sie, Liebe, in den Adern meines Sohnes fließt ja gewissermaßen blaues Blut. Ja, wahrscheinlich, wenn er besoffen ist. Und da ist es ja heutzutage besonders wichtig, dass man gewissermaßen unter sich bleibt, also in unsere Kreise. Ja. Ja, und in was macht der Herr Papa, wenn ich fragen darf? Ja, hoffentlich in einen Nachtopf. Ja, lassen Sie mich raten. Bestimmt macht der Herr Papa in Geschäfte. Hab ich recht? Ja. Ja, ich sag Ihnen was, Sie kommen jetzt mit mir, da können wir in Ruhe plaudern. Hier ist ja viel zu staubig. Ja. In der Stuben höre ich den Kaffee geradezu schon duften. Ich hab einen echten Robusta. Mei. Die mit einem blaublütigen Schmarrn. Bloß als vom Prinzregent sein Gärtner mal einen Bangert aufgehängt gekriegt hat, verzeiht soll er, weil der Bub bei der Adi liegen. Vielleicht färbt das ab. Gut, dass der Max nicht gehört hat, dass ihm die Alte gleich seinen Robusta weggersauft. Du, warum heißt denn der eigentlich Robusta, der Kaffee? Ja, weil... Was kriege ich, wenn ich sag? Ich meine, das ist ja quasi eine Geheiminformation. Mei, du, ich hab grad nichts dabei, aber wie war's denn mit dem Vorschuss? Kommt drauf an, ob es sich lohnt. Nein, ich meine, für so eine wichtige Information. Ja, freilich lohnt sich das für die, weil ich hab daheim hab ich eine Schatullen. Ja, eine Holzschatullen. Die hab ich von meiner Großmutter geerbt. Ah. Ja, und in der Schatullen, da sind lauter drin. Drin? Ja, in der Schatullen, da sind wirklich lauter... Was zahlst du, wenn ich das sag? Ach so. Also gut von mir aus. Da hast du einen Zwickel, jetzt möchte ich es aber wissen. Zuerst deine Geheiminformation. Der heißt Robusta, weil man da ganz besonders robust sein muss, dass man den überhaupt vertragt. So, und jetzt bist du dran. Hier, mit meinem Vorschuss. Jetzt weiß ich ja schon, warum der Robusta heißt. Ja, aber das war nicht die Wahrheit. Ach so? Ja, dann raus mit der Wahrheit. Der Kaffee heißt Robusta, weil's den von den Kaffeebaum rohtern, dann in so einer Buden rösten, wie's zwingst nachher niersen müssen. Da, Robusta. Für so einen Schmarrn zahl ich für nixen. Du bist ja gleich noch schlau wie ich, ja? Ja, wenn's das nur grad schon kennst. Du, wie ist denn das? Schau mal dann aus. Das? Ja, das ist das. Zuerst zahlen. Ein Viertel aus meiner Schatullen. Also gut. Das? Ja, das ist ein Beamter. Ja, Mann, also wie den sein Gewandel ausschaut, kenn ich sofort. Ein Beamter, und was möchte er bei uns da? Ja, vielleicht irgendwas kontrollieren oder was? Oder ein Gerichtsvollzieher. Die kenne ich nämlich. Gerichtsvollzieher. Gerichtsvollzieher. Ein Gerichtsvollzieher. Der unser hat auch so ein Bierchen, das alles reinschreibt. Bestimmt ist dieser Kuckuckpapa. Du sag einmal, haben die unseren Schulden? Ja, freilich, die haben ja Schulden, das grad kracht. Bleib fein grad. Ja, geh weiter, das müssen wir doch der Chefin erzählen. Nein, noch nicht jetzt. Warte mal. Ich hab mir halt gedacht, vielleicht kaufe ich das da alles einmal so quasi als Fortschritt. Du? Dann ist nicht so teuer, wenn Schulden drauf sind, weißt? Ja, aber die Schulden musst ja dann doch du zahlen. Und außerdem ist da immer ein Haken dabei, wenn was so billig hergeht. Das hat meine Mama schon gesagt. Du meinst also, da war irgendwie ein Haken dran? Die Altstachlerin und ihr Poldi, das ist ein Riesenhaken. Ja, aber auch so. Was möchtest du nachher mit der alten Hirn? Weiß ich nicht. Weiter nein. Das ist ja ein Mordsfortschritt.
Selbstverständlich wird mein Sohn, er heißt ja ganz nach unserem geliebten Prinzregenten, wird also mein Sohn Ihr Tischherr sein. Und der Herr Papa kommt auch mit, sagen Sie? Mein Papa... Na ja, dann könnten wir doch gleich alles klären unter Nachbarn. Ja. Wie wär's, wenn Sie meinen Sohn morgen auf die Duld ausführen? Ich? Ja. Ja, kommt denn der Max auch mit? Aber geh, was wollen Sie mit dem armen Schneiderlein? Der muss ja froh sein, wenn wir ihn hier wohnen lassen. Ich kenn ihm das Geschäft gar nicht. Aber sieh hin, mein Kind. Der Max ist hier gerade mal als Betriebsmeister eingestellt. Das Sagen hab natürlich ich und mein Poldi. Ach, Sie haben auch einen Hund. Was? Ja, Poldi. Ich meine natürlich meinen Sohn Luitpold. Ja, ich frag mich schon, wo er die ganze Zeit bleibt. Der Luitpold hat gerade eine größere Sitzung. Da kann man jetzt nicht stören. Eine Sitzung? Ja, ist der Herr Luitpold gar was Politisches? Ja, so kann man auch sagen. Das ist wie in der Politik. Zuerst drückt man recht umeinander und dann stinkt einem, was dabei rauskommt. Sag einmal, wo hast denn du die Robusta her? Kannst du deinem Buben mal sagen, dass er das Fenster aufmachen soll, wenn er am Lokus ist? Ja, also ich muss mich ja jetzt wieder ums Geschäft kümmern. Also dann, liebe Marie Antoinette, bis zu unserem Diner. Ach ja, kommen Sie, ich bringe Sie raus. Diner? Ja, die Frau von Stahler hat mich doch eingeladen zum Abendessen mit Poldi. Poldi? Ja. Frau von Stachler. Aha. Das haben wir noch nie gehabt. Frau von Stachler, geht's? Danke, es geht schon. Es ist nur meine Inkubation. Bleibst du da? Ja, aber... Da nehmen Sie nur den Spaß. Wissen Sie, ich muss im Medizinlexikon ab und zu von A bis Z durchbetten. Aber und jetzt im Moment ist halt gerade beim I, gell? Die Arme. Ja. Aber die Füße schon. Kann einem richtig leid tun. Sie sind dann wohl auch immer hier. Frau von Stachler hat mir erzählt, dass Sie ja angestellt sind als Betriebsmeister. Was? Angestellt? Jetzt schlagt's aber 13. Haha, no wart. Der gib ich gleich angestellt. Cecil! Hab ich jetzt was falsch gesagt? Bei denen zwei ist zur Not jedes Wort das Falsche. Ich muss jetzt auch rüber. Haben Sie was Neues entworfen? Ach, das ist lauter Mist. So wie ich mich hat, darf ich nicht. So wie ich darf hat, mag ich nicht. Aber was dann Sie denn mengen, wenn Sie dürften? Wenn ich darf hat? Wenn's mich lassen. Also wenn ich so richtig freie Hand hätte, dann gingen die als erstes mal an die Wäsche. Das Überdrüber ist doch für mich als Künstler lang nicht so interessant. Für mich gab's erst einmal nur das unten drunter. Halten Sie mal fest. Schauen Sie her. Die Frauen mengen ganz gern luftig. Und dabei soll's trotzdem gut ausschauen, gell? Auch wenn's nur der Ehegatte zum Sehen kriegt. Ich meine, der soll ja schließlich auch was davon haben, gell? Die Frau aus ihrem furchtbaren Korsett befreien. Aus ihrem Panzer. Das Herz quasi muss frei sein, muss Luft haben. Zum Atmen, damit sie sich den Gewalten der Natur bedenkenlos anvertrauen kann. Den Gewalten der Natur. Ja, ich denke den ganzen Tag über nichts anderes nach. Stellen Sie sich das einmal vor. Die Frau allein und das Meer. Das Meer der Gefühle. Ja, da haben sie manchmal solche Brecher und dann gingen sie unter wie ein Stor. Oder in einem See. Ach, schon im Schirmbad, was sag ich sogar in der Isar, das geht doch überhaupt nicht mit so einem Sack vom Badeanzug. Und drum hab ich, schauen Sie her, ein bisschen weniger oben rüber und dafür nicht so viel unten rum. Und damit komme ich irgendwann ganz groß raus. Mit dem Original Max so schwimm. Ja. Ach so, ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Sie mit der Idee so manche Frau aus den Qualen des Hineingezwängtseins befreien, aus ihrem Panzer befreien, sodass sie atmen kann. Oder? Und das sagen jetzt Sie?
Als Frau. Und Sie sagen jetzt gar nicht, das ist eine Sauerei, ne? Ja, ich versuche ja bloß praktisch zum Denken, wissen Sie? Ja. Max! Ja, Kundschaft, Gabi. ich eile. Ich bin schon unterwegs. Ich hab's dir doch schon erklärt. Das gute Kind muss was missverstanden haben. Ach so, ja. Na, versteh ich aber auch bald was miss. Komm ich durch einmal, einmal mit einem Leutpold unterhalten und ihm vielleicht einen gewissen Schlossgärtner vorstellen. Das wagst du nicht! Schon gleich nicht, wenn die zwei zuhören, weil sonst vergiss ich mich. Ah, meine Impertinenz, ja, meldet sich schon. Oh. Die Männer sind alle Verbrecher. Ihr Herz ist ein finsteres Loch. Aber lieb sind sie doch. Ta 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 ta. Und so sieht er angezogen aus. Der Max ist drin. Max, ich liebe sie. Jetzt läuft er schon wieder nackert umeinander. Sie, wir sind für ein anständiges Haus. Was soll denn das Fräulein denken? Das ist doch nicht nackert. Also, ich war wirklich nackert. Ja, wir wissen schon. Jetzt gib mir mal eine Ruhe. So interessant bist du nackert auch wieder nicht. Was? Aber die oder wir? Ich muss schon sagen, Frau Bierbach, dass Sie einen nicht schauen in der Öffentlichkeit. Lasst mir so nicht umeinander und schon gar nicht bei mir im Laden da. Aber das ist doch das neueste Bademodenmodell Ihres Sohnes. Ja, das weiß ich schon. Ich war froh, dass das drum war. Und Sie bringen es wieder her da. Herrschaften aus. Ich bin eine schwerkranke Frau. Das ist zu viel für mich. Vor lauter Bauchschmerzen tut mir mein ganze Influenza weh. Mein Kopf, mein Hals, mein Knie. Ich mache einen Kaffee. So, und jetzt lassen Sie mich aus, gell? Weil ich kann mich selber an- und ausziehen. Das weiß ich aber nicht bei mir im Laden, da Herrin. Also so schlecht finde ich den Badeanzug fein nicht. Fangst jetzt du an! Beinahe hätte ich vergessen, ich muss ja noch Ersatznadeln. Genau, Ersatznadeln holen. Boah, Dino. Spezialnadeln. Spezialnadeln. Ja, die Spezialnadeln kenne ich schon, gell? Und dann bloß auf den Ausschnitt schauen, oder wie? Ja, ist auch so ein Sittenstreich. Wie bitte? Was ist denn das für eine Begrüßung? Nein, Herr Steckelmeier, natürlich, das haben Sie doch gar nicht gemeint, ganz gewiss nicht. Mir scheint, Ihr Geschäft entwickelt sich zu einem wahren Sodom und Gomorra. Ja, ganz gewiss, Herr Schneckelmeier, ganz gewiss. Wie geht's Ihnen, Frau Mama, Herr Schneckelmeier? Bitteschön. Heute muss Vollmond sein. Lauter Verrückte. Auf die Straßen geht's zu wie in einem Bienenhaus. Und meine Mutter ruft immer nur, erwachet. Weil so ein Mittagsschlaf bei der Hitzen hat ja auch was Gutes, gell? Ja. Ich glaub, die muss noch Egelfings. So, und jetzt lassen Sie mich raus aus der Zwangsjacke, gell? Ja, die kriegt dann gleich meine Mutter. Aber eigentlich bin ich ja wegen der Kollektion da. Die Kollektion, jetzt schon. Frau Stachler, wenn die nicht fertig ist bis... Ich brauch den Mann. Aber das ist ja... Oh nein, das scheußliche Drum. Gängen Sie mir doch mit dem widerlichen Anblick aus die Augen. Weg da, sag ich. Weg da. Also was erlauben Sie sich, Sie Unhold, Sie? Widerlicher Anblick, das hat mir noch keiner gesagt. Oh. Also so ein Saukerl. Jetzt haben's mir hingemacht. Das war der Schwinger. Ja, das hat er verdient. Was ist denn jetzt? Helfen Sie mal. Jesus, na, was haben's denn gemacht? Sie brutale Person, Sie. Ja, schon, was machen wir denn? Was machen wir denn? Ja, ruf es halt einmal, erwachet, vielleicht hilft's was. Ach was, da, das Waschweib hat sein Riechsalz bestimmt dabei. So, und ich gehe jetzt, weil da herin hab ich nichts mehr verloren. Was? Herr Schneckelmeier, was? Herr Schneckelmeier,
Was ist denn? Herr Schneckelmeier, aufwachen, Schneckele! Oh mein Gott, na ist das ein Unglück. Glaubst du, der springt uns jetzt garantiert ab? Und dann sind wir ruiniert. Ach, du lieber Gott, jetzt ist er... Ja. Jehova? Na, ich heiß nicht Hofer, ich bin die Teres. Ja, jetzt geht's Ihnen wieder gut, Herr Schneckelmeier, gell? Ja, also, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber sicher, Herr Schneckelmeier, sicher. Ja, ich glaube, ich muss gehen jetzt. Ja, wie schade, Herr Schneckelmeier, wie schade. Ja, Termine. Termine, Herr Schneckelmeier, freilich Termine. Wann darf man Sie wieder begrüßen, sechste Arbeit? Wegen der Bestellung. Ja, ich komme dann einmal in den nächsten Tagen. Grüße an die Frau Mama, Herr Schneckelmeier. Adieu, Herr Schneckelmeier. So. Das war jetzt unser Todesurteil. Der Gerichtsvollzieher war halt auch schon da. Was? Also, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ja, aber er ist gleich wieder gegangen. Wenn das so weitergeht, dann ist das völlig wurscht, ob ich mein Wetten gewinne oder nicht, weil dann sind wir den Laden eh los. Vorgestern habe ich von einem gehört, der soll da ganz in der Nähe wohnen. Und der kauft lauter so marode Firmen auf und dann schaut er, dass es mit denen wieder bergauf geht. War das für uns nix? Ja, das ist sowas Neumodisches, ich weiß schon. Die schlucken das Beste von einem und speien die dann zerfieselt wieder aus. Da taten sie es ja an unsere Nähmaschinen aber sauber verschlucken. Und an mir schon gleich gehen. Stell dir einmal vor, jemand darf unsere Schulden zahlen. Und nehmen die Zetzel und ihren Burm auch gleich mit. Genau. Ja, dort hätte ich mich gern schlucken lassen. Weißt was? Weiß jetzt eh schon wurscht ist. Wir gehen jetzt in Maria Hilf und zünden eine Kerzen an für unseren Schluckspeck. Und danach gehen wir auf Dort. Das ist aber. Was hast du gesagt? Sei in Venezia wieder, hä? Ja, bist du sicher, dass dir da was weh tut, hä? Du musst halt genau schauen. Da ist nichts, Tante. Hey. Eigentlich wollte ich nur mal sehen, wie du von mir im Staub kriegst. Und jetzt geh mir aus den Augen. Meine Irrigatio plagt mich. Wo warst du? Antworte! Lüg nicht! Mit wem? Ja, das ist was anderes. Und macht's Fortschritte? Ja, das ist gut. Ja, jetzt geh und wasch dich. Alisi, du warst doch schon mal bei der Ross-Nachbarin da, gell? Was kriege ich, wenn ich sag? Gell, was willst du denn von mir, Hunger, leider? Wenn dir das der Herzensdame nicht wert ist? Was sind denn das für Leute? Also, ein Pulver haben die schon, gell? Überall so seidene Tapeten und Beutel mit ganz verruchten Weibern. Ja, mit so Blärmi und Verzierungen. Steföck oder Stuck oder wie der Maler heißt. Das wollte ich schon ganz genau wissen, gell? Weil die Weiber, die kaufe ich mir und häng's über mein Bett. Du, die hat doch auch so einen Vater, oder? In der Garderobe, da hängt so ein Beutel von ihm. Da ist einer drauf mit so einem goldenen Helm und so einem Schnauzbart. Also, schön ist der nicht. Mein schön muss er ja nicht sein. Ich lade dich ein auf Duld. Magst? Das ist ein Wort. Komm, gehen wir gleich aufs Lager. Max! Herr Max, mir ist da was kaputt gegangen. Oh Gott, passen Sie doch auf. Sie sind jetzt wohl auch ständig da, was? Ja, ich bin um eine Nähnadeln gekommen, Spezialnadeln. So. Spezialnadeln. Die heißen nicht zufällig Max. Die Nadeln, Fräulein, wie heißen es noch gleich? Toni. Fräulein Toni, wir können uns nichts vormachen. Eine Frau wie ich hat für sowas einen Blick. Schließlich wäre man in meine Kreise aufgeschmissen, wenn man da nicht einen Blick für die Männer hätte. Ja, und was haben Sie jetzt da so gesehen? Was wohl?
Aber das eine sage ich einer gleich. Kindchen, an so einer harten Nuss, da kann man sich leichter mal die Zähne ausbeißen. So einem, die müssen schon was zu bieten haben. Da müssen schon den ein oder anderen Trumpf im Ärmel haben. Und da haben's ja offensichtlich nicht viel. Schon allein die Brühen, wir wollen's denn da eine Mann tief in die Augen schauen können, wenn sie gesehen. Wir wollen's denn da eine Leidenschaft wecken, wie zum Beispiel Eifersucht. Nein, da braucht's schon eine richtige Frau und nicht so ein junges, dummes Ding, wie Sie das sind. Sagen Sie mal, der Vetter oder der Bruder von Max, oder was der ist doch auch nicht verheiratet. Wieso halten Sie sich denn nicht an den? Der Luitpold? Ach, Sie meinen... Ja, aber ob sich der Max mit dem eifersüchtig machen lässt? Nein, ich meine... Aber halt, genau das meine ich. Sie haben ja so recht. Sicher wird der Max eifern, wenn er sieht, wie der Luitpold und... Mein Gott, dann muss ich jetzt gleich gehen und zum Friseur. Und wenn's wieder mal einen Rat von einer guten Freundin brauchen, gell? Hallo? Kuckuck. Ja, so wie das so ist. Wer haben Sie mich jetzt erschreckt? Sagen Sie mal, sind Sie schon länger da? Nein, ich bin gerade im Moment jetzt gekommen. Ja, ich wollte bloß schon was holen für meinen Chef. Aha, aus der Kassen. Für den Chef. Ja, aber da ist eigentlich nichts drin, aber es müsste was drin sein. Ja, mei, normalerweise ist in so einer Kasse schon was drin, ne? So gleich in einem florierenden Geschäft. Sakra, was mache ich denn da? Chef, lassen Sie ihn aus der Schiffschaukel, wenn er nicht zahlt. Mein Gott, das ist kein Pfennig Geld mehr zu finden. Der Chef, der reißt mir einen Koffer. Wie viel Preis denn? Ja, Mark 50 für den Schaukelbursch. Gut. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich gebe Ihnen ein Geld und Sie geben mir dafür ein paar Auskünfte. Auskünfte? Ja, da bin ja ich der Spezialist, gell, aber das kostet viel was. Ganz merit, also. Ich darf eigentlich bloß ganz gerne ein bisschen was über das Geschäft da wissen. Mei, was soll ich da sagen, gell? Aber wie es halt da so läuft, ne? Läuft? Also, eigentlich ist es ja mehr ein Geh, gell? Die Rechnungen können sie nicht mehr zahlen. Ja, Banken geben mir auch nichts mehr. Ja, kurz vor der Pleiten stehen sie halt, ne? Ja, wenn die Cäcil auch bloß in der Stube umeinander hockt. Cäcil, in der Stube? Ja, freilich, und wir können da was machen. Die Chefin, die hat's ja wirklich nicht leicht. Ja, hey! Ja, das glaubt. Ja, aber dir doch noch nicht. Ja, aber... Aber Sie sind ja... Um Gottes Willen, Sie sind ja das Notizbuch, jetzt der Kini ja erst. Und ich rede noch. Mein Gott, dann alles hab ich verraten. Ja, sag mal, wer hat den einer da reinlassen, hä? Und nachher noch einfache Leute ausholen. Ja, wollen Sie ja, weil er vorher nicht gesehen da hinten wir so umeinander gelungert sind, hä? Ich hab gehört, was ich hören wollte. Der Laden ist bankrott. Also, wir sehen uns nachher vor Gericht. Habe die Ehre. So einer sind Sie, hä? Da wird nachher gleich mit dem Gericht droht. Und mit denen, die was angehen, mit denen werde ich erst gar nicht geredet, hä? Das ist völlig normal, dass man sich vor einer Übernahme mit anderen über die ganze Sache unterhält. Und ich lass mich aus da. Übernahme? Hä? Nimmt man das jetzt so? Das hab ich nicht so. Mein Gott, jeden Tag mit bankrotten Geschäften zu tun. In Augsburg, da waren's neulich über 100 Leute. Da seid's doch ihr bloß kleine Nüssal. Peanuts, wenn man so in höhere Bankkreise sagt. Ne? So, kleine Nüssal sind wir also. Weißt du was, das tust du dir jetzt sauber selber ins Gesicht sagen. Geh, vorher gibst du mir da nicht aus. Ich hätte noch schon mit der Chefin geredet. Ja, dann kannst du es jetzt gleich auch machen. Geh, und jetzt schaust, dass du rüberkommst, du guck, Papa. Ihr seid doch alle gleich. Ja, wird's jetzt so, dann müssen wir da die erst Das seid doch ja kranke alte Frau. Was machen denn Sie da? Hey.
Ja. Ich mach öfter so Übungen zur Körperertüchtigung. Ja, was Ihnen sichtlich gut tut, ja. Sie haben Ihr Eismütze verloren. Ja. Das ist wahr gegen meine Intelligenz, ja. Vorbeugend natürlich. Ja, so ein kühler Kopf. Das A und O des Erfolges, wem sagen Sie das? Beweglichkeit ist alles. Der ist quasi wie Ihr Talisman. Eine schwache Frau in der heutigen Zeit. Und wenn ich Ihnen jetzt hilfreich unter die Arme greifen würde? Was würden Sie tun? So früh? Für mich? Ein Mann wie ich zögert nicht lange. Ich bin nicht nur vom Sternzeichen Skorpion. So ein Zufall. Und ich heiß Stachler. Na ja, Stachel, Skorpion, verstehen's? Ja, na, wie auch immer. Ich bin der neue Nachbar. Der neue Nachbar. Ja, dass Sie so schnell da sind. Und ich denk mir noch. Ja, Sie haben mich erwartet? Ja, aber freilich, Ihr Marie Antoinette hat doch schon alles in die Wege geleitet. Ach ja? Ja, und also, wir sind begeistert. So ein wichtiger Schritt. Und wenn er erst einmal vollzogen ist, sind wir alle froh, also auch und allen voran mein Prinzregent, also mein Sohn. Ja, dann, ja, aber mir geht's natürlich schon hauptsächlich um Ihr... Mir auch, aber auch natürlich um meine... Und ich bin dafür, dass wir das Ganze möglichst schnell, also beides. Also fusionieren. Schnell. Alles. Also. Wenn Sie das auch so wollen. Also. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Sie so eine Entschlusskraft haben. Respekt. Sie sind eine neue Frau. Aber natürlich. Also ich meine, ja, meines. Ja, meine Verehrung, gnädigste. Ich bin beglückt. Ich auch. Gut, dann erledige ich die Formalitäten. Und ich? Sie bleiben mir am besten weiterhin gewogen, meine Teuerste. Ich helfe Ihnen dann auch beim Ausziehen. Ausziehen? Ich wollte jetzt direkt nur mal selber... so wie es ausschaut, seid ihr hier einig geworden, ne? Hat er auch wirklich alles gesagt? Und noch viel mehr. Nichts, worüber wir beide nicht sprechen könnten, nicht wahr? Da haust durch, Alice. Das soll unser erster Zeuge sein. Ja, warum nicht, ne? Los, Traudi! Also gut, dann bin ich so frei. Aber das ist gut, Feige. Wenn ich wo einschlag, gilt das freilich. Einschlagen, durchschlagen. Gut. Kostümel, Blusen, Nachthemden? Da. Kreisliches Zeug. Ja. Am Schneckelmeier gefallen's. Die sind so altmodisch, die da gewiss am Schneckelmeier seine Urgroßmutter auch noch bestehen. Weiter, in 20 Minuten müssen wir fertig sein. Ja, nein, ich hab Finger schon wund. Eigentlich, Chefin, könnt ihr das gar nicht erzählen, dass wir Tag und Nacht für euch arbeiten. Wenn der Schneckelmeier gekauft hat, dann kriegt schon einen Lohn. Was tust denn du da? Nix. Ja, das sind doch aha. Daher, warte, wenn die Max beblitzen haben, meinst du, kannst am Schneckelmeier deine Sauereien unterjubeln, die kommen weg. Nix da, die kommen her. Weil erstens ist das meine Sache, zweitens, drittens mache ich das schon, dass er es kauft. Und viertens haben wir gewettet. Ja, und fünftens trete ich lieber von meiner Wette zurück, als dass ich das Schneckelmeier-Geschäft aufs Spiel setze. Nix da, gewettet ist gewettet. Das war schon immer so und das bleibt so, war ich... Ja, Freisinger. Was? Aber das weißt schon, dass mir dann baden gehen.
Aber da wird Max seinem Schwimmbadeanzug. Da schwimme ich ja lieber nackert. Weißt du was, Alice, du gehst jetzt und stellst die Madel ab, die wir für unsere Modenschau bestellt haben, weil ich zahl doch nicht dafür auch noch, dass wir sowieso schon verloren sind. Ja, ist das ja der Ernst, Chef? Na, sag ich, schau, dass du weiterkommst, was ist, weiter. Was ist denn das? Das geht dich gar nicht so. Das ist gar nichts. Apropos, sag einmal, hast du zufälligerweise dein Brunnen einmal wieder gesehen? Ich brauch kein Brüllen. Aha, warum bist du noch so blind? Da brauch ich gar nicht blind sein, dass ich was sehe. Außerdem, was soll ich da sehen? Ja, ein Seher, da bist du wirklich nicht. Aber ich sag dir eins, der Tag der Entscheidung naht, ja? Und wenn's du bis dahin nicht... Ach, was rede ich denn? Wie sagt man so schön, unter die Sägerten ist der Blinde blind. Herein, wenn's kein Schneider ist. Frau Stachler, grüß Gott. Oh, Frau Stachler, so anders. Ja, ein Wunder ist geschehen, dass Sie den Weg gefunden haben. Ja, mei, so über die Straße. Ich darf mir erlauben. Oh, Pralinen. Ich liebe süße Sachen. Was man ihnen nicht ansieht, so rank. Die Rose rankt dem Glück entgegen. Platz. Ja, genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen, über den Platz. Neben Ihnen. Naja, genau genommen sind wir ja über Eck, nicht? Aber wenn man es jetzt zusammenlegt... Zusammenlegen? Schon vor der Trauung? Ja, nein, weil dann natürlich erst mal die Genehmigung vorliegt, nicht? Aber dann sofort. Oh, Sie sind mir aber ein Draufgänger. Liebe... Ja, Liebe, oh ja. Liebe Cäcilie, ich war schon immer sehr zielstrebig. Sonst würde ich ja zu gar nichts kommen. Ne? Wie auch immer, wir müssen jetzt so bald wie möglich alles schriftlich fixieren. Wir beide. Und zwar schnell, sehr schnell. So schnell? Ja, absolut. Da darf jetzt nichts mehr dazwischen kommen. Seid doch bloß mit mir zwei, Sie und ich, liebe Cäcilie. Also gut, dann gehen wir zusammen aufs Amt. Ja. Und was machen wir mit der Marie Antoinette? Die kriegt von mir ein Sonderlob. Ja. Ich schicke Sie dann gleich nachher vorbei, weil ich habe noch Termine. Ja. Sie müssen nur abzeichnen, den Rest erledige dann ich. Also ganz einfach nur Ihren Servus und Schluss. Ne? Gruß und Kuss, dein Julius. Ja, grüß dich. Ich habe zufällig nur ein bisschen näher angefunden. Schon wieder so ein Zufall, ha? Das freut uns aber alle sehr, dass du nur mal vorbeigeschaut hast. Ja, das Fräulein Toni. Dann haben Sie ein bisschen Zeit, weil der Max, der wäre nämlich sehr hilfebedürftig. Was gell? Ja, ich glaube, du bist jetzt vielleicht, genau, im Lager. Im Lager? Ja, und ich bin in der Küche. Lager? Küche. Mama? Sie brauchen mich. Ja, nein. Also, das heißt, ja, also das ist für nachher. Ich hab's erst vor 2 Nächten fertig. Es ist für die Frau. Die Frau. Ach so. Ja, freilich. Ja, ich weiß nicht, ich hab's zwar bloß nach Augenmaß, aber ich hab mir gedacht, mei, was wird jetzt die für eine Figur? Sicher wird's ein Erfolg. Also, ich muss... Ja, das Fräulein Rosenträger habe der. Meine Mama hat ja schon viel von einer verzeiht, aber Sie wollten gehen? Nein, das Fräulein Hosenträger bleibt.
Rosenträger. Wissen Sie, der Max ist recht ungeschickt mit dem Namen Fräulein Rosenträger, gell? Fräulein, ja. Zumindest noch. Der junge Mann ist eine harte Nuss, das sag ich ihm. Harte Nuss, das hat die Frau Dinge auch schon gesagt. Ah ja, genau. Da sind Sie schon was ganz anderes, oder, Herr Luitpold? Ja, na freilich, aber wissen Sie was? Sagen wir du, das der wir ja dann sowieso. Gern. Aber mit Brüderschaft, gell? Wir haben gar nichts zum Trinken da. Ja, dann machen wir's mit einem Lufttrunk. Ding! Ja, jetzt gibt's ein Puzzle. Poldi. Toni. Poldi. Toni. Poldi. Na sowas, der Herr Luitpold. Keine Frau ist vor ihm sicher, ha? Scheinbar nicht. Ach, Max, Sie sind auch da. Na, sag ich. Ich bin die ganze Zeit nicht da. Aber, Sie schwere nicht. Was soll denn da der Max denken? Gehen Sie mal auf Zeitenkindl. Ich glaube, wir müssen den Kuss wiederholen. Beim ersten Bussel sind wir ja abgerutscht. So, dann sind's mir aber dafür doppelt so viele Bussel schuldig, gell? Das wäre ja sonst gar nicht gerecht. Mir hat er aber 4 versprochen. Dann krieg ich 8. 16. Mich braucht's ja dann nimmer bei einer Abfleckerei. Da bin ich ja überflüssig. Sie sind auch nicht anders wie alle anderen. Da, das brauche ich jetzt nimmer. Viel Spaß! Hast du gemerkt, wie der auf mich reagiert hat? Hm? Ja, aber Sie haben doch gesagt, ich soll... Ach, geh, Dirndl, mach dich doch nicht lächerlich. Dem bist du doch greislich. Aber Betty... Nix, Betty, gell? Bald die Gasse gehen, los, geh mal. Los, schon auf was? Hui. Aber dann haben Sie das alles schon geplant. Na freilich, so ein Fisch verspeise ich doch schließlich selber. Ja, mir gute Ratschläge geben. Und was mache ich jetzt? Der Max ist doch jetzt ganz sauer auf mich. Oh, umso besser. Bis später. Das ist Sie schon wieder. Das ist... Ah, da sind Sie. Mei, und ich suche Sie schon die ganze Zeit. So, und jetzt passen Sie auf. Das geben Sie jetzt der Frau Stachler. Und bleiben Sie daneben stehen, dass er ja gleich unterschreibt. Ja? Haben Sie gehört? Ich hab schon unterschrieben. Und dann gehört alles mir. Bis auf den letzten Stein. So eine schnelle Übernahme habe ich noch nie gehabt, das muss ich schon sagen. Da muss ich mich schon selber loben. Übernahme, ja, aber das geht doch nicht. Da steht ja die Existenz von Max und von seiner Mutter auf dem Spiel. Ja, und Teres und der Alice, die werden arbeitslos. Frau Rosenträger, wie lang sind Sie jetzt schon meine Assistentin? Lange genug. Hm? Wie oft habe ich Ihnen gepredigt, kein Mitleid, keine persönlichen Gefühle, kein Pardon. Aber das darf es nicht. Sie haben in kürzester Zeit die Unterschrift von der Reut Stachler und basta. Da mache ich nicht mit. Gut. Dann stehen Sie halt morgen wieder auf der Straße. Hm? Da können Sie halt die Schulden von Ihren Eltern nimmer bei mir abarbeiten. Ne? Aber bitte, wenn Sie das so wollen. Sie... Nix Sie! Da, Stift, Vertrag, Unterschrift. In 2 Stunden liegt alles bei mir auf dem Schreibtisch. Und basta! Gehen die gesamten Anteile der Näherei Stachler unwiderruflich in den Besitz des Franz Josef Denglinger ein. Der arme Max. Madel, da hast du einen sauberen Arbeitgeber rausgesucht. Nein, ich hab alles gehört, brauchst gar nichts sagen. Rausgesucht habe ich ihn mir doch gar nicht. Er hat die Näherei von meinen Eltern aufgekauft. Für Handgeld, so wie es bei anderen ständig macht. Und dann hat er alles den Erdboden gleich gemacht. Und meine Eltern in Schulden gestürzt. Deswegen bin ich bei ihm, bis ich alles abgearbeitet hab. Darf ich da mal schnell reinschauen? Ja. Also wenn meine Schwester mit dem unter einer Decke steckt, aber dann. Ja, so eine Mistmatze. Verscher bitte unser beider Näherei um ein Spottgeld an diesen Halsabschneidern. No, wart, Cecil. Jetzt zeige dir, wo der Bartl an Most holt.
Na, halt. Das machen wir ganz anders. Jetzt pass auf, Madel. Also, jetzt schau halt einmal da rein und schau auf das Schüttel. Für Toni? Ja, da schon. Ja, du hinterlistiger Jammerscherm, du. Liebeslaube in mein Paradies, denn in meiner Liebeslaube ist was Tolles, ist so süß. Kann es sein, dass mir irgendwas entgangen ist? Entgangen? Naja. Alles neu macht der Mai. Der Mai. Ja, du, pass auf. Du weißt, wie wichtig mir deine Meinung ist. Und jetzt möchte ich wissen von dir, ob du für unsere Geldschwierigkeiten eine Lösung hast, ha? Na, nicht. Na, du weißt ja, wie schwierig die Zeiten sind. Sehr schwer, sehr schwer. Da hilft nur Zusammenhalt. Du sagst es. Ja, da muss halt jeder für den anderen auch einmal Verzicht üben, gell? Ich bitte dich natürlich, jeder muss für den anderen da sein. Gott sei Dank ist bei uns die Welt noch in Ordnung. Aber sicher, sicher. Ja. Du übrigens, ich wollte dich mal was fragen. Kannst du mir das da unterschreiben? Was? Das ist, ja, wegen der Gasrechnung. Ja. Das ist, damit ich die zahle und dann brauchst du nicht drum kümmern. Gell, sei so gut. Da. Ja, so ist recht. Und wegen dem Geld und allem anderen, gell, da reden wir dann später. Auf Zeiten, jetzt komm ich. Ja. Ach ja, die Modenschaft, die habe ich ganz vergessen. Ja, also, ich will ja nicht stören. Ich bin gleich wieder da. Du kannst mir dabei das Kissen leihen, weißt schon, für einen Schneckelmeier, dass er bequemer sitzt. Gell? Ja, gern. Ja. Mistamsel! Sag mal, was wird denn das, wenn's fertig ist? Was krieg ich? Alice! Das wird unser Chambre séparé. Chambre séparé. Ah ja. Und? Wo sind unsere Vorführdamen? Ja, die hat doch der Alice abgestellt. Sag mal, spinnt denn der? Das kann doch der nicht auf eigene Faust machen. Wenn man es genau nimmt, hat er es auf eine Faust abgestellt. So, langsam pressiert's. Wieso sind eigentlich meine Vorführmädchen noch nicht beim Umziehen? Hä? Ihr wisst ganz genau, der Schneegeier kann jeden Moment kommen. Nein, Maxl, weißt du, ich muss dir was beichten. Wir haben keine Weiber. Wir haben's abgestellt. Ihr habt's aber wir können ja das Gewand da am Kleiderständer hängen lassen und man kann's da anschauen. Oder wir ziehen so eine Schneiderpuppe und tragen einfach die umeinander. Ja, ganz gut, dann könnt ihr es gleich selber anziehen. Ja, genau, das ist. Wenn ihr meine Damen schon abstellt, dann könnt ihr die Suppen auch auslöffeln. Suppen? Wo haben wir Suppen? Grüßnockerl-Suppen. Da gehst du jetzt her, das nimmst, ziehst die um und dann möchte ich keinen Ton mehr hören. Und du auch, Mama, auf geht's, da, auf geht's Das spielst weiter. du, mir passt doch gar nichts. Da ziehst du den Bauch rein. Nein, das mache ich nicht. Niemals. Dann lass das mal draußen. Jetzt los, komm. Auf geht's, es pressiert der Schnabelmeier. Ich mach mich doch nicht lächerlich. Aber was ist mit der Toni? Jung, Ja, schlank und schier ist auch nicht. Ich hol's gleich. Du bleibst da. Da sagt jetzt, kommt der auf geht's, jetzt Herrschaftszeiten da rein. Ja. Der Schneckelhuber. Jetzt Ja, hopp. nicht so schnell. Zack. Wie legst? So, wie stellt sich dir das vor? Zu zweiter Modenschau. Allein die 1000 Hackerl, die man auf und zu machen muss. Wenn man sich überlegt, gell, dass der Schneckelmeier dieses Modell seit 20 Jahren in seinem Katalog hat. Gell. Ja, da erlegst du jeden Hirschen bloß schon vom Hinschauen. Stell dir mal vor, im Schneckelmeier, seine Mama hat die so. Und schreit dann auch noch, ja, wach jetzt.
kann ich bloß noch sagen, Hallali. Schon wieder Hallali? Ich hab gemeint, du hast die Wette schon längst verloren. Ja, wieso? Hat Mama gesagt, weil ich jetzt dann heirat? Ah ja. Ja, und Mama auch. Ja, das weiß ich. So, und ich werde dich jetzt einmal ein bisschen in die Geheimnisse der Ehe einweihen. Nein, ja, wir gehen jetzt nicht. mach weiter. Ja, alles ist du auch, komm her, du musst auch was machen. Bitte sehr, bitte gleich, Herr Schniedelwutz. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wie geht's der Frau Mama, Herr Gnedl-Reiher? Die hat sehr bedauert, dass sie nicht hat mitkommen können. Stellen Sie einer vor, sie geht jetzt wieder in die Kirche. Das andere hat ja nicht so gefallen, weil sie einfach so lange hat stehen müssen mit ihren Prospekte. Ja, geht da ist sitzen doch gleich was Angenehmes. Ja. Apropos, bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Schneckelhammer. Ja. Kurzen Moment. Gleich geht's los, gell? Wegen so einem Kaffee. Ja, sehr gern. Also, ein bisschen neugierig bin ich ja jetzt schon, gell? Wissen Sie, es gehört ja zu meinen Höhepunkten im Jahr. Es hat so was Beruhigendes, wenn man sich mit eigenen Augen überzeugen kann, was man sieht. Ja, freilich, gell? Es geht doch nichts über ein gutes Auge, gell? Ja. Apropos, das, was wir jetzt gleich sehen, ist eine gekonnte Kombination wohlbewährter Akzente mit aufregenden Details. Sanftes Heckengrün im Wechsel mit ockerfarbenen Paspeln, echte Hirschhornknöpfe und der kleine Stehkragen geben ein Bild des kecken Übermuts und der frischen Attitüde. Meine Mama erinnert mich auch immer an einen Schutzmann, wenn's das anhat. Wie ein Schutzengel. Der Schutzengel. Ja, ich weiß schon. Übrigens, das Modell heißt Kirchweih. Ja, das haben wir auf Seite 24, unten links, gell, haben wir das. Sehr schön, Herr Freisinger, es geht doch. Und da kommt auch schon der nächste Knüller. Das Modell Sonntagsausflug. Eng auf Hüfte geschnitten, damit es die Form der Frau betont. Das Kleid gibt's natürlich auch in großen Größen und auch in Übergrößen. Damit wäre meine Frage ja schon beantwortet. Bei ihr sitzt zwar ein bisschen knapp, aber ja, sehr schön. Hey, was ist denn das? Orientalischer Sonnenuntergang. Ein Abendkleid, was nicht nur zur Gala, sondern auch zum Jubiläum passt. Das ist so feminin, dass wir uns für eine maskuline Interpretation entschieden haben. Oh, interessante Überlegung. Also, was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir wirklich sehr gut. Lass ja gut bei meinen Kundinnen verkauft. Also, ich hoffe, es geht weiter so. Sie, ich habe einen solchen Durst. Haben Sie nicht was anderes wie den kreisligen Kaffee? Ja, aber natürlich, Herr Schnickedanzl. Moment, aber wir haben noch ein paar kleine Variationen, gell? Du gehst schnell rüber zum Wirt und holst ein Bier ab. Sag mal, spielst du jetzt, Chef? Ich kann doch nicht so aus dem Haus gehen. Ja, soll ich vielleicht selber gehen? Die Pomette jetzt, auf geht's. Aua, jetzt war's heut auf, das zwickt! Ja, ich gebe ja schon Obacht. Mein Gott, nein, ist das anstrengend, so das hält ja nie nicht aus. Burgelein, ich hab so schreckliche Ischilomie. Wo hast denn du das Kissen? Ja, was ist denn das? Sofort gehst du der Frau da von der Wäsche. Ja, was ist denn das? So kurz vor der Hochzeit. Ich bereite mich doch bloß auf die Ehe vor. Ja, mit Nachthemden kennt das ja schon ganz gut aus. Wir brauchen jede Hand. Aber nicht den von meinem Burm. Lass mein Burm in Ruhe, du Sau. Ja, dir gebe ich ja gleich eins auf die Nuss, da der Schraubdampfer, es bringt ja nicht nachkommen, gell? So, du tust jetzt auch ein bisschen was und gehst da rein, holst dein Pappen. Also, Herr Freisinger, ich bin wirklich sehr froh, dass Sie so zur Vernunft gekommen sind. Sehr froh. Oh, danke schön. Bitte schön. Oh, das ist ja herzallerliebst. Das ist auf Seite 12 in meinem Katalog, gell? Für die aufgeschlossene Dame von Welt. Keuschheit und Eleganz in einem. Das entzückende Modell von 1896 bietet dem verwöhnten Auge einen außergewöhnlichen Reiz. So, und jetzt nimmst du die Sachen links von der Stange, Nummer 24.
So. Grüß Gott, sagt man. Kann man einer irgendwie behilflich sein? Ja. Wir kennen uns doch. Ich hätte gern die Dame des Hauses gesprochen. Ja, die ist gerade in einer wichtigen Unternehmung. Aber vielleicht bin ich ein bisschen zuschauen. Der Herr Schnecke hat mit Sicherheit nichts dagegen. Ich brauche nichts mehr sehen, es ist ja eh schon alles geklärt. Am besten, Sie packen jetzt gleich alles zusammen. Ich brauche bloß mal den unterschriebenen Vertrag. Alles zusammenpacken? Max, also, das ist nicht dein Ernst, oder? Mit der 24 jetzt? Ah, da ist sie. Sie wollten doch die Dame des Hauses sprechen. Der Herr hätte gern wegen Ihrem Vertrag gesprochen. Wegen welchem Vertrag denn, um Himmels Willen? Ihrem Übernahmevertrag. Das ist aber nicht die Dame des Hauses. Doch, das ist sie. Das ist die Dame des Hauses. Ich bitte das Doppelte. Oder wen haben Sie gemeint? Ja, die mir alles verkauft hat. Der Vertrag ist doch schon längst unterschrieben. Ich bitte das Dreifache. Das ist richtig, aber nicht von mir. Ja, Sie sind ja auch nicht die Eignerin, ne? Das heißt, die ehemalige Eignerin. Das ist richtig. Die ehemalige Eignerin bin ich nicht, aber uns verbinden durchaus schwesterliche Gefühle. Tja, das ist schön für Sie. Ja. Da können Sie mir ja sicher die Papiere geben. Ne? Ich bitte das Vierfache. Meine Assistentin hat mir gesagt, der Vertrag ist längst fertig. Das ist richtig, fix und fertig, bitteschön und herzlichen Glückwunsch. Ich bitte das Fünffache. Ich bitte das Fünffache. Ich lass mir doch von so einem Schnösel die Kollektion nicht wegschnappen. Ich nehme alles, unbesehen. Alles? Ja. Unbesehen? Ja. Ja, gern. Sogar ganz gern. Auch wenn ich nicht genau weiß, um was da drüben geht. Aber bitte sehr, da müssen Sie unterschreiben, Herr Schniedelwutz. Ja, danke. Ich meine, wenn Sie jetzt schon alles übernehmen wollen, dann sollen Sie natürlich auch die besten Stücke vom Kuchen kriegen, gell? Tja, ich bin nichts anderes gewohnt. Ja, das glaube ich jetzt wieder nicht. Maxl, lass doch mal bitte das nächste Stückchen rein. Ich meine, wir wollen ja, dass Sie zufrieden sind mit Ihrer Wahl, gell? Und nun, mein Herr, ein Blick in die Zukunft. Das Modell Biberratte für die waghalsige Schwimmerin. Was tust denn du da? Du, Tante, das mit der Ehe, kann ich mir das nicht noch mal überlegen? Schau mal. Ja, überleg dir, solange wir es magst, Burli, ist schon recht. Oder ist recht, der Nachbar? Von mir aus. Gut, also dann aber jetzt das Modell Biberratte. Was ist die Biberratte? Bestechende Form. Einladend die Wirkung und hintergründig der Inhalt. Ein Glück für jede Frau, für jede Familie, für jeden Mann. Mit einem Wort, Max O. Schwimm. Tja, das ist jetzt Ihr Hauptpreis. Na, ist sie nicht hinreißend? Und diesen Anblick können Sie jetzt jeden Tag genießen. Ja, so lange bis halt alle ausgezogen sind, gell? Und das Abrisskommando kommt. Baut ihr neu? Na, da wird überhaupt nichts abgerissen. Außer vielleicht der Luitball, der immer so abgerissen daherkommt. Ja, so, jetzt hört's endlich auf mit dem Schmarrn. Ich hab den Laden übernommen und in 2 Tagen seid ihr draußen, passt da. Das sind wir nicht. Das seid ihr du. Bei diesem Vertrag hat die Frau Stachler eigenhändig unterschrieben. Und da bestehe ich drauf, dass der Punkt für Punkt eingehalten wird. Weil sonst sehen wir uns nämlich alle vor Gericht wieder. Du Kuckuck-Papa. Schwesterl, warum hast denn du mir das nicht gesagt? Dass du den Herrn Denglinger heiratst, ha? Ja. Mich? Ja, freilich ist doch ein großes Glück. Du, für den Burm hast du auch einen guten Platz. Drüben im Nachbarhaus. Das wird ein Poldig frei. Da hingen lauter locker die Weiber. Woher weißt denn du das schon wieder, ha? Ja, du in deinem Nachthemd, das haut mich natürlich gleich noch viel mehr an. Der wir mal schnell, bitte. Ja. Weil unsere Schulden zahlt er nämlich auch. Der neue Gatte aus das gehört, Cäcilie. Ja. Und unsere Näherei ist gerettet. Danke. Danke, Herr Denglinger. Vielen Dank. Ist wirklich zu großzügig. Ja, freilich, da. Herr Franz Josef Denglinger verpflichtet sich, sämtliche Schulden bis auf den letzten Pfennig zu begleichen, sowie die ehrengeachtete Jungfrau Cäcilia Stachler zu ehelichen und deren unehelichen Sohn Luitpold an Kindesstatt anzunehmen. Nie wieder zeichne ich vorher was ab. Das hast du selber unterschrieben. Vorhin, weißt du das schon? Gasrechnung. Ich bestehe darauf, dass dieser Vertrag in allen Punkten eingehalten wird, gezeichnet Franz Josef Denglinger. Aber sicher, lieber Schwager. Ja, bitte, jetzt darfst du dein Bräutigam küssen. Schau weg. Julius. Sie kränkelt ein wenig.
Aber das Alphabet hat ja Gott sei Dank bloß 26 Buchstaben, gell? Aber die Näherei gehört ja trotzdem nicht. Und unser Wette läuft auch immer noch. Und außerdem ist der Luitpold ja quasi schon mit der Tochter von meinem Denglinger verheiratet. Gell, Bur? Die zwei haben sich schon geküsst. Ja, das stimmt, das kann ich bezeugen. Gerade abgeschleckt haben sie sich. Die Frau Papierschlauch war auch dabei. Allerdings hat sie die Bierbacherin intensiver angelangt. Also, was für eine Tochter? Ich hab keine Tochter, ich hab nie eine Tochter gehabt. Ihr spinnst doch alle. Was? Aber ich hab doch noch extra mit über ihren Papa geredet, die Marie Antoinette. Das ist eine billige Arbeitskraft, mehr nicht. Also wenn du die Toni meinst, der ihr Papa, der wohnt weit, weit weg. Und den hat der Herr Denglinger auch in den Ruin getrieben, genau wie er es mit uns vorgehabt hat. Aber wir sind schneller, gell, Cäcilie? Also, dass du noch mal heiratst, das ist was. Also, das ist ja ein wahres Sizilienwunder, oder? Apropos Wunder, Sie, das Faschingskostüm bleibt ja schon in der Kollektion, gell? Das ist ja zu komisch. Wenn Sie sehen, das wird der Knüller. In 10 Jahren laufen Sie alle damit rum. Juhu, Max, gingen Sie mal auf Zeiten da. Max, ich hab mir gedacht, Sie haben doch jetzt gleich die Modenschau. Und da könnte ich doch mit Ihrem Badeanzug auftreten und Sie halten den Vortrag, ha? Was meinen Sie? Schauen Sie, da gibt's schon jemanden. Ja, und zwar jemand sehr qualifizierten, bitte sehr. Ich meine, Sie sehen's ja selber, gell? Und leider ist der Platz an Max seiner Seite auch schon belegt. Ach ja? Oh ja, das sieht man. Ja, jetzt glaube ich, fehlt bloß noch ein Brüllen, oder? Ich sehe ganz gut. Aber nicht ins Herz, und vor allem nicht ins Herz von dem Dirndl, das dich liebt, du blinder Brehm, du! Geh, was soll ich denn da schon sehen? Was? Das ist ja Deine zukünftige! Jetzt kommt schon weiter. Ich möchte bei Wetten heute noch gewinnen. Herrschaft, jetzt mach halt schon. Schau, sie ist ja wirklich ein blinder Brehm. Ohne Brünn, die Brünn. Nimm's, Bino. Na. Aber mit dem Luitpold da. Freilich nimmt er dich noch. Schließlich hab ich ja die saudumme Idee gehabt. Ich hab zwar hinten und vorn kein Geld, aber wenn du... Fällt mir gerade was ein. Deine liebe Tante hat in weiser Voraussicht über lange Jahre hinweg für deine Mitgift gespart. Gell, Cäcilie? Das hat's mir vorhin gerade eingestanden. Ja. Und jetzt darf ich sagen, stoßen wir an auf das Cäcilienwunder, oder? Alice, euer Bier. Alice! Ich geh gleich. Und den Aufzug.